Unser Gast heute ist Vivi Lachs von London. Sie ist Erforscherin von jüdischen Liedern in England und speziell in London. Baruch Habu. Dank. Und was ist die Forschungsarbeit eurer? Also ich bin ein Doktorandstudent und mein Forscher ist zu kicken auf die Lieder und Gesängen, die sind geschrieben bei englischen Schreibers wegen der Erfahrung von Immigranten in England. Als jüdische Lieder, auf Jiddisch? Ja, ja. Und ich verstehe, ihr habt gehabt eine andere Karriere früher. Ihr seid gewesen Dozierten mit Kindern. Ja. Und ihr habt das alles weggeworfen. Ja. Und auf der älter gewordene Forscherin von den Liedern. Was ist gewesen die Inspiration von der? Also auf derselben Zeit, wenn ich bin gewesen ein Lehrer, und ich bin gewesen ein Lehrer für 25 Jahre, aber nicht nur ein Lehrer, ich bin gewesen, ich habe gearbeitet in einem Center, wo es hat gearbeitet mit der Schule in der Gegend. Und das ist nur zu der East End von London, Hackney. Und auf der beiden Zeit habe ich gesungen mit der Gruppe Klezmer Club, vor Jahren euch. Und der ökonomische Depression in England, als Menschen haben verlieren gelassen, die Arbeit. Und also ich habe beschlossen, nach 25 Jahren zu gehen und zu tun etwas anderes. Und ich habe gewollt, als alle die Lieder und Gesänge, Menschen kennen sie nicht im Ganzen. Erst sie kennen nicht kein Jiddisch. Die meisten von den Menschen. Nicht genug, viele zu lernen. Und euch, sie haben nicht gekannt, was sie haben existiert. Und ich habe gefunden, ein paar Lieder zu singen mit meiner Gruppe. Also ich habe gemeint, sei gut, ich will machen ein Doktorat wegen die 17 Lieder, die ich kenne. Aber noch nur ein bisschen Forschung habe ich gefunden, 80 Lieder. Nicht die Melodien, aber die Werte für die Lieder. Und euch Lieder, die sind gedruckt in die Zeitungen von Morris Winchevsky und anderen Menschen, sind 300 oder etwas. Also ich habe sehr großen Kanon für Lieder zu nutzen. Und Menschen wissen nicht, dass die alle, als Sache von den Immigranten, die sind gekommen in New York, sind stehen geblieben in London. Auf heute, auf Jahren. Ja, auf Jahren. In London, in der East End von London, sind gewohnt dort 100 oder 120 Menschen, aber mit den Migranten New York, das ist kommt doppelt das Nummer, weil als Immigranten in New York sind gewohnt in London für ein paar Tage. Aber gute Sachen sind geblieben dort für länger, für Jahre. Zum Beispiel Winchevsky. Und hat gewohnt in London für 15 Jahre. Aber das ist dasselbe mit der Sache Akteuren und Singers und Schreibers. Und was haben die Immigranten getan in London? Was sie haben getan? Die Arbeit, ja. Ja, also die meisten von sie haben gearbeitet in die Sweating-Geschäften, also die Sweatshops, und sie sind gewesen Schneiders und Stolliers und Schisters. Also sie sind gewesen sehr arm und die Bedingungen sind gewesen sehr schlecht. Und das ist gewesen eine sehr schwere Zeit. Und die Sozialisten haben genutzt zu machen die Arbeiter in einer Gruppe, in einer Trade Union. Und, ja. Aber die Juden, das ist gewesen sehr, sehr schwer zu unionize. Das ist gewesen sehr anders von New York. Ja. Ich meine es ja. Also, und das ist der Siebe, was sagt Menschen, die sind gewesen oder Politiker oder
Akteuren und Singers, sie sind gelaufen in New York, weil die Welt in New York ist größer und mehr Gringe zu ziehen, die Sachen, die sie haben gewollt. So, ihr gefindt alte Lieder, was man vielleicht singen in London. Ja. Und ihr singt sie von Menschen mit der Gruppe, mit Klezmer Ja, Club. ja. Wir singen in Volksclubs in London. Also, die Messer von der Eulen sind englische, nicht jeden. Aber sie haben etwas, weil die jüdische Lieder sind, ein paar Teil von sie sind sehr ähnlich zu englischen Lieder, zu englischen Musiksaal-Lieder, like Vaudeville songs. Und die Werte sind oder sehr rührendig oder komisch und sie suchen etwas heint euch zu Menschen mit der Energie von den Liedern. Also, ein Teil von Tchaikovskys Poemen sind euch Lieder zu singen. Und sie sind euch rührendig und euch sehr politisch. Aber andere sind ein bisschen narrisch und sie von dem Musiksaal. Also es ist möglich zu machen ein Konzert und zu geben ein bisschen von der Historie, von der Geschichte auf derselben Zeit wie singende Lieder. Und die alte jüdische Gegend, das ist Whitechapel und Whitechapel und Oldgate, Oldgate. Stepney. Ja. Okay. Wo sind in mehr nicht keine jüdische Gegend? Nein, im Ganzen nicht. Nur sehr wenig. Und ich weiß, dass die Lexis, was ihr halt da, rief ihr Solomon Levy. Das ist ein Lied von Mark. Kennt ihr das singen? Ja, also das ist der einzige Lied, wo euch Menschen gedenken, etwas sei gedenken das Lied. Und das ist sehr ein kurzes Lied. Und das ist wegen Mensch, Solomon Levy. Und ich weiß nicht, alle die alten Menschen haben ein andere kleine Meister wegen Solomon Levy. Das ist der Lied, ja? Ja. Oh, Solomon Levy, tralalalala, die Mama gemacht, die Kliskes, tralalalala. A Freund mit 5 Kinder, kickt raus von der Winde. Sie krächzt, sie lacht, für oh, Solomon Levy. Die Menschen haben andere Versionen von dem Lied. Ich gehe in a Meures, keinem, und singen, oh, Solomon Levy, die Eulen. Alle singen schon. Aber das ist der einzige Lied, weil ich meine, das ist schon in den 30er Jahren. Ja, schon ein bisschen später. Ja, später, ja. Aber das ist schwer zu wissen, weil ein paar, finde ich, spätere Lieder sind gekommen von früher. Wie setzt ihr über Kliskes auf Englisch? Auf Englisch Pasta. Noodles, Pasta. Pasta? Pasta. Oh, ja, okay, gut. Ist ein schönen Dank für Kommen und ich wünsche euch Hatzlache und die Arbeit soll gehen leicht. Danke.